Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal die Kommentare zur Vorstellung von Joao Palhinha. Leute, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Und helft dabei, dass der Kanal hoffentlich weiter wächst. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir mal rein in eure Kommentare. Gut, CB. Habe sehr Bock auf ihn, macht einen super Eindruck und brennt für den Verein. Absolute Martinez-Vibes. Aber wie er sagt, er will seine eigene Geschichte machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei Fulham und bei der EM war er wirklich super. Ja, bei der EM beim FC Fulham kann ich es absolut null beurteilen. Da habe ich nicht ein Spiel gesehen. Bei der EM hat er mir sehr gut gefallen. Und Vergleiche mit Xavi, nein, definitiv nicht. Xavi war absolute Legende, absolute Maschine. Von der Spielweise her vielleicht ein bisschen. Ich werde es ein bisschen mehr beurteilen können, wenn ich ein paar Spiele bei uns gesehen habe. Bei der EM hat er defensiv auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Job gemacht. Und ist genau sportlich das, was uns gefehlt hat. Ja? Aber scheint auch menschlich, was man bisher so ein bisschen einschätzen konnte, auf jeden Fall zu passen. Ja. FC Bayern Fan Forever. Ein Spieler, der Bock auf unseren Verein hat. Ja. Und das ist das Wichtigste, ne? Am Ende des Tages. Casa. Dass der Max heute auch dabei ist, sagt schon was. Scheint wohl unser Königstransfer für dieses Jahr zu sein. Aber ein Spieler seiner Qualität, die auf dem Markt ist und genau die in die große Lücke bei den Bayern passt, das ist schon ein Glücksfall. Man darf gespannt sein, ob Kompany die defensiven Probleme mit ihm in den Griff bekommen kann. Ja. Ich denke, selbst unter einem Tuchel oder jedem anderen Trainer hätte diese Art Spieler uns natürlich gut getan. Ja, Pavlovic hat es dann in manchen Spielen ganz gut gemacht, die Räume geschlossen, aber hat natürlich eben nicht diese Qualität und Erfahrung in der defensiven Sechserposition, wie es ein Palhinha hat. Ja. Ich denke, das wird allein schon viel die Innenverteidiger auch entlasten und die Innenverteidiger können da sich ein bisschen oder können ein bisschen anders agieren. Aber wie es ein Kompany jetzt auch in der PK sagte, am Ende des Tages ist es wichtig, dass die ganze Mannschaft defensiv arbeitet und offensiv. Ja, das ist das A und O. Und das hat in der letzten Saison halt einfach nicht gepasst. Über weite Strecken. Bei Palhinha merkt man wirklich, dass er Lust auf Bayern hat. Ja, und wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, das ist das Wichtigste. Ne? GB, Palhinha mit einem super selbstbewussten Auftreten. Man fühlt, dass er in sich ruht. Ja, ich denke auch, er weiß, was er kann. Auch diese Nachfragen dann zu Kimmich und so weiter. Ich denke, er weiß, was er kann. Ich denke, er weiß, warum er geholt wurde. Und ich bin da richtig, richtig guter Dinge. Karl Rubens, die Hoffnung stirbt zuletzt. I don't know. Die Baumis. Ich hoffe, dass man mit Palhinha die nötige defensive Stabilität erhält. Vor allem auch die Unterstützung für die IV. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in den großen Spielen. Bei 75% der Bundesligaspiele würde wohl auch Pavlovic die Rolle ausfüllen. Es wäre großartig, würde ein Mittelfeld mit Palhinha, Pavlovic und Musiala sich perfekt ergänzen. Daumen sind gedrückt, mir ist Samir. Ja, gehe ich mit. Bei 75% der Bundesligaspiele würde wahrscheinlich ein Pavlovic als defensive 6 reichen. Er dürfte sich dann aber auch nicht so weit, wie er es getan hat in der letzten Saison, weil wir nie mit einer klaren 6 gespielt haben, in die Offensive einschalten. Und damit würdest du Pavlovic auch einen großen Teil seiner Stärken berauben. Ne? Palhinha ist nicht der Spieler, der dann sich groß in die Offensive mit einschaltet. Ne? Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Wir werden sehen, wie die Rolle bei uns interpretiert wird. Aber ich denke, man sieht ja auch, egal gegen welchen Gegner man spielt, nimm Mainz als Beispiel, jeder Gegner, egal wie klein, groß er ist, wird defensiv stehen, wird versuchen, schnell umzuschalten, hat schnelle Spieler, versucht oder hat natürlich, ich meine, die gegnerischen Trainer sind ja nicht blind. Es hat ja jeder gesehen, dass bei uns die Sechserräume nicht besetzt sind defensiv. Und da werden die Bälle da reingespielt und die Leute laufen da rein. Ja? Das war ja seit 2,5 Jahren das To-Do, wie du gegen Bayern spielst.
spielt den Ball in die Mitte, in den freien Raum. Entweder wird der Ball weitergeleitet nach außen oder er wird durchgesteckt, noch einen nach vorne in die Spitze, oder es ist direkt der Stürmer da, der einen Alleingang macht und aufs Tor geht. Ja, das war das To-Do, wie du gegen Bayern gespielt hast. So, und wenn dann da jetzt immer ein Mann ist, ja, der das antizipiert und die Räume schließt und einfach den Raum besetzt, ja, dann ist das schon mal was wegfällt. Ja. Dann kann nicht einfach jeder Popelgegner einfach sagen, oh ja, ich spiele mal den Ball in diesen Raum, hab da 2 schnelle Leute und dann passiert schon irgendwas gegen Bayern. Ne? Also deswegen ist das super wichtig, dass diese Räume besetzt sind und auch gegen etwas schwächere Gegner, wo man denkt, oh ja, da muss man jetzt nicht unbedingt einen defensiven Sechser auf dem Platz haben. Doch, muss man, weil wir super anfällig da waren. Ja, und das seit 2,5 Jahren. Gut, Sven. Nicht umsonst erwähnst du hier immer wieder Martinez, genau richtig. Zu Zeiten von Xavi Martinez, der ja über ein Jahrzehnt bei Bayern war und immer mal wieder in der Abwehr aushalf, hatte dieser zuerst Leute wie Timoschuk und Luis Gustavo neben sich und junge Leute wie Højbjerg und Emre Can waren hinten dran. Spieler wie Schweini, Kroos und Shaqiri wurde dann der Rücken freigehalten. Dann kam so die Zeit, wo ein Kimmich noch rechts hinten spielte und Xabi Alonso und Martinez alles im Griff hatten. Und ein Thiago mit einer wahnsinnigen Ballsicherheit glänzte. Da waren dann so Leute wie Rode und Vidal, die eben auch noch defensiv gedacht haben. Dann bekam Martinez Hilfe von Rudi und Renato Sanchez. Ein Tolisso konnte auch mal defensiv mithelfen. Es wurde also schon enger, was das defensive Mittelfeld angeht. Dann irgendwann gab es außer Martinez kaum einen im Mittelfeld, der dadurch große Defensivarbeit auffiel. Einmal Grocker und der junge Angelo Stiller liefen da noch rum und als der gute Xavi schließlich nicht mehr da war, hatte man mit Kimmich, Goretzka, Sabitzer und Leimer noch defensiv am stärksten. Zwar gute Mittelfeldspieler, aber eben keine Abräumer. Dass dann ein Tuchel sagt, ich bräuchte da mal einen klassischen Sechser vor der Abwehr und das unser jetziger Trainer auch für gut befindet, kein Wunder. Ja gut, der Fußball hat sich geändert, gebe ich zu, aber gute Defensivarbeiter braucht es immer und zusammen mit Leimer und Pavlovic kann das mit Palhinha klappen. Sorry für den langen Ausflug, aber eine solche Verpflichtung war mehr als überfällig. Ich möchte endlich mal wieder eine vernünftige Grätsche sehen. Ja, jetzt das auf eine Grätsche zu reduzieren, ich weiß natürlich, was du meinst und ich stimme da natürlich 100% zu. Man war halt damals so hochnäsig, ja, und das war ja schon, wo Xavi dann seine Karriere am Auslaufen war, hat man ja schon immer wieder auch von außen reingetragen. Ja, diese Art Spieler braucht man in der heutigen Zeit nicht mehr. Man braucht nicht mehr den klaren Sechser, den Abräumer. Man hat nach Xavi damit auch komplett Unrecht getan, weil auch ein Xavi so viel mehr war. Ja, jeder, der sich mal ein bisschen mit seiner Spielweise auseinandergesetzt hat, der war ja nicht nur ein Abräumer. Klar konnte er das super und das war auch seine Main-Aufgabe. Aber wenn es dann auch Spiele waren, wo er da nicht so gefordert war, konnte er auch in der Offensive Akzente setzen. Ne? Und war bei Standards super gefährlich, starker Kopfball und so weiter. Und man hat das dann einfach, man war so hochnäsig und hat gedacht, ja, wir haben hier Kimmich und Goretzka und das läuft schon. Das lief dann ja auch irgendwie ein Jahr, anderthalb einigermaßen ordentlich. Weil die Gegner sich alle in die Hose geschissen haben gegen uns und keiner irgendwie die Eier hatte, mal ernsthaft versucht hat, uns unter Druck zu setzen. Das heißt, es ist dann mit den Jahren immer weniger geworden. Ja. Und der Fußball hat sich natürlich auch wieder verändert. Ja, nochmal, jede durchschnittliche, schwache Mannschaft in der Bundesliga hat vorne super aggressive, schnelle, physisch starke Spieler. Ja. Und bei uns war der Sechserraum nie besetzt. Ja, Pavlovic hat es noch am besten besetzt der letzten Saison. Deswegen Palhinha wird uns so gut tun. Bin ich mir 100% sicher. Und eine schöne Auflistung der Spieler. Leider hat man es, wie du es ja auch aufgezählt hast, auch ein Thiago damals versäumt, dann dafür Ersatz zu sorgen. Ja, Thiago war jetzt vielleicht nicht der super starke Zweikämpfer auf der Sechserposition, obwohl er das auch gut konnte, im defensiven Zweikampf. Aber er hat es halt einfach durch seine Ballsicherheit. Ja? Ja, dadurch hat er einfach so viel Ruhe reingebracht in das Spiel. Man hat es leider versäumt, oder man hat nicht die Eier gehabt, auf einen Spieler wie Marc Rocker zu setzen oder einen Angelo Stiller mal die Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Ja? Da hat man dann nicht die Eier gehabt, weil immer, und da kannst du jetzt mal alle Spieler, die du da aufgezählt hast, immer Kimmich und Goretzka spielen mussten.
Egal wie schlecht sie waren, egal wie schlecht die Sechserposition besetzt war, die Räume, die waren nämlich gar nicht besetzt. Immer mussten die beiden spielen, weil sie ja die großen deutschen Aushängeschilder waren und deswegen mussten sie immer in unserem Mittelfeld spielen. Und deswegen hat man ganz, ganz viele andere Spieler im Stich gelassen. Ja, anders kann man es eigentlich nicht formulieren. Ja, und jetzt ist es an der Zeit, dass gesägt wird an den Spielern. Und ich denke, Palhinha wird absolut gesetzt sein und das auch völlig zu Recht. Aber man hätte das natürlich anders handhaben können, wenn nicht müssen. Ja, da hat man auf jeden Fall geschlafen im Verein. Hans Landau, das stimmt. München ist eine schöne Stadt, nur wird er davon nicht viel haben, weil er ja nicht inkognito herumlaufen kann. Naja, also alles, was ich bisher so erlebt habe, könnt ihr ja mal die aus München kommen schreiben. Ich glaube schon, dass man da relativ, gerade wenn man ausländischer Spieler ist, seine Ruhe noch hat, wenn man durch München läuft, oder? Da kommt nicht gleich jeder und quatscht einen zu, oder? Aber ist der Eindruck, den ich habe. Aber das können ja gerne mal die Leute schreiben, die in München wohnen. GB nochmal, wenn es klar kommuniziert wurde, dass man mit bestimmten Spielern nicht plant, dann scheint es den gewissen Spielern links am Po vorbeizugehen. Verständlich bei dem fürstlichen Gehalt, was die nicht verdienen. Nächstes Jahr gibt es dann fettes Handgeld obendrauf für einen ablösefreien Wechsel. Ja, da sage ich jetzt nichts zu, da mache ich ein extra Video zu, das kannst du dir dann reinziehen, GB. Zu diesem ganzen Thema mal. Hans Landau nochmal. Mit Neuer meldet sich jetzt auch die Kabine zu den neuesten Wechselgerüchten. Er spricht sich gegen einen Verkauf von Goretzka aus. Die Angestellten schreiben dem Verein mal wieder vor, wie er zu handeln hat. Seit wie vielen Jahren geht das jetzt so? Bei Bayern ist überall der Filz drin. Ja, auch das werde ich im anderen Video besprechen. Mikai. Ich finde, seit Max und Freund da sind, ist alles etwas klarer und strukturierter. Bei Hassan und Kahn war es irgendwie schwammig. Ich finde, es geht in die richtige Richtung. Ja, stimme ich dir zu. Es ist für mich auch klarer. Ja, und vor allen Dingen hat man auch klar die 3 Transfers früh eingetütet. Man hat eine klare Vision, was man machen möchte. So wie ich es verstanden habe, hat man auch mit den Spielern, die eventuell Wechselkandidaten sind, auch schon klar kommuniziert. Und ich gehe davon aus, wenn die Vorbereitung rum ist, ein Kompanie sich eine Meinung gebildet hat und die dann dem Sportdirektor weitergetragen hat, wird es da auch nochmal eine klare Ansage an die gewissen Spieler geben, wo man dann meint, die helfen dem Verein jetzt nicht mehr unbedingt weiter. Marc Vormann, ich bin ehrlich gesagt richtig positiv angeheizt durch die Worte von Palhinha. Wenn er das auf dem Platz umsetzen kann und der Plan mit ihm aufgeht, so wie wir uns das wünschen, dann werden wir endlich wieder mehr Stabilität im Mittelfeld bekommen. Werden wir definitiv. Ja, schön, selbst wenn der Plan nicht 100% aufgehen sollte, weil er einfach kein Spieler ist, der... Also Palhinha ist nicht diese Art Spieler, der sich denkt, oh geil, ich bin jetzt der zentrale Mittelfeldspieler. Vergleichen wir es mit dem Kimmich. Sorry, Kimmich ist halt einfach der Vergleichsfaktor. Und denkt sich dann, jawohl, ich bin aber der Spielmacher, ich muss vorne noch das Tor schießen, ich muss jede Ecke schießen, jeden Einwurf ausführen und muss hinten auf der Linie noch den Ball halten. Nee, das ist nicht ein Palhinha. Palhinha ist, ich bin der Sechser, das ist mein Raum, das ist die Abwehrreihe, das ist mein Bereich, den koordiniere ich, da bin ich. Und wenn hier jemand reinkommt, muss er an mir vorbei. Ja, das ist ein Palhinha. Und deswegen, selbst wenn er länger braucht, sich zu integrieren und sonst was, allein die Spielweise, ja, die wird ja nicht anders sein. Wird uns gut tun. Schön, dass Eber die historisch wichtige Bedeutung und Besetzung dieser Position herausstellt. Martinez und Jeremies lassen grüßen. Ja, da gab es ja noch viel, viel mehr, ne? Aber ja, stimme ich dir 100% zu. Super Mikesy. Ich feiere Kais Einwürfe. Liebe Grüße an Kai, Mara und alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Uns allen eine super spannende Saison. Ja, hoffen wir es, ne? Ich gehe davon aus, dass es eine spannende Saison wird. Das wird auch kein Selbstläufer oder sonst was. Ja. Aber da kommen wir später zu, ne? Lassen wir erstmal die Vorbereitung rumgehen, dann können wir mal ein bisschen versuchen, in die Glaskugel zu schauen. Let's Play. Hallo Kai. Keine Reaktion zum Testspiel Düren-Bayern. Klar, es war nur ein Testspiel, aber mich hätte deine Einschätzung nach dieser Leistung bzw. diesem Spiel unter Kompanie gegen einen Viertligisten interessiert. Liebe Grüße. Ja, ich war erst am Überlegen, ob ich da noch ein Video zu mache zu den beiden Spielen, so ein bisschen meine Einschätzung zu teilen.
Ja, ich mache da ein kurzes Video zu. Ist einfacher, als das jetzt hier in den Kommentaren breitzutreten. Ich mache da eine kleine Einschätzung zu. Gerard, das habe ich mich auch immer gefragt. Warum Holding Six? Muss man denn immer was Englisches sagen? Ist die eigene Sprache nicht mehr gut genug? Ja, das hat Tuchel halt mitgebracht aus England. Defensiver Mittelfeldspieler, Sechser, Mann vor der Abwehr. Nenn es, wie du willst. Ja? Nenn es, wie es willst. Alles ist gut. Sibi, zu Goretzka hoffe ich, dass er sich um 180 Grad steigert. Was ich aber nicht denke. Vielleicht sollte er doch lieber einen Wechsel in Betracht ziehen. Wäre für alle Seiten eigentlich das Beste. Ich glaube nicht, dass er große Spieleinsätze bekommt, außer es verletzen sich Pavlo und Palhinha. Ja, ich glaube noch nicht mal, dass das was mit der Leistungssteigerung unbedingt zu tun hat bei Leon. Ich glaube einfach, dass es diese Position nicht mehr gibt in dieser Mannschaft. Ja? Es gibt nicht mehr diesen Box-to-Box und sonst nix Player. Ja? Diese Spielweise ist einfach nicht mehr gegeben bei uns. Ich glaube, das ist das größte Problem von Leon Goretzka. Und dann kommt das Problem, dass er auf den Halbpositionen im Mittelfeld halt nicht funktioniert. Ne? So. Für mich war er noch am besten, wenn er in der letzten Reihe oder als klarer Sechser mal gespielt hat. In der letzten Saison. Das wird aber in der kommenden nicht mehr passieren. Weil ein Palhinha da ist, wir haben noch einen zusätzlichen IV verpflichtet. Wir haben Stanisic, der rechter Verteidiger ist und auch IV spielen kann. Also es wird nicht mehr in die Verlegenheit kommen, dass ein Leon Goretzka Innenverteidiger spielen muss. Und wahrscheinlich möchte er das auch gar nicht. Weil er wahrscheinlich seine Stärken mehr im Box-to-Box in der Offensive sieht. Aber diese Position ist bei uns einfach nicht mehr gegeben. Ja, er ist halt dann nicht der Achter, der dann irgendwie der große Spielgestalter ist. Das ist ein Leon nicht. Ja. Und du kannst jetzt nicht vor einer klaren 6 kannst du nicht einen Leon hinstellen. Was ist der Leon dann? Ja, wir brauchen vor der klaren 6 dann einen Spielgestalter. Ja. Oder halt 2 Zehner. Ja. 2 Zehner, 2 Achter, wie man es nennen möchte. Ja. Aber auch das ist ein Leon nicht. Also von daher ist einfach seine Position bei uns nicht mehr gefragt. Leon ist ein super Spieler bei einer Mannschaft, die eher ein bisschen defensiver steht und dann ein bisschen auf Konter geht oder auch schnelles Umschaltspiel. Dann ist ein Leon stark. Ja, dann Box to Box, da kann er, da feuert er, dann geht er mit in den 16er rein. Das ist seine Stärke. Ja, aber bei einer Mannschaft, die gefühlt 100% Ballbesitz hat und wo du filigrane Techniker brauchst, weiß ich nicht. Sehe ich einen Leon nicht, ey. Sag ich euch, wie es ist. Joachim, die Situation, dass es sehr schwierig ist, Spieler zu verkaufen, ist dem geschuldet, dass in der Vergangenheit mittelmäßige Spieler sehr gut bezahlt wurden. Dieses Gehalt bezahlen andere Vereine eben nicht. Es scheitert nicht an der Ablöse, sondern am Gehalt. Das ist vollkommen richtig, dass es am Gehalt scheitert. Aber das ist auch traurig, dass Spieler dann keine Dankbarkeit dem Verein gegenüber zeigen. Aber auch da gibt es extra Video. Sandworm, super Typ. Quatame, hoffe, Pavlo und er spielen viel zusammen. Ja, hoffe ich auch. Glaube, das ist eine gute Kombi, zumindest für mich als Laie. Ja, für mich als Laie auch. Also ich denke auch, wenn Pavlo noch ein bisschen befreit ist von den defensiven Aufgaben, die er letzte Saison ja eigentlich machen musste, egal wer sein Partner war, und er sich noch ein bisschen mehr auf das Spiel gestalten konzentrieren kann, denke ich, kann Pavlo nochmal in die richtige Richtung, aber nochmal einen richtigen Leistungsschub gehen. Ja? Und ich sehe ihn da mit dem meisten Potenzial von den Spielern, die gerade da sind. Ja, weil er halt einfach auch der ballsicherste Spieler ist. Wenn wir es jetzt mit Goretzka, Kimmich, Leimer vergleichen. Ich bin sehr gespannt. Ja? Ich freue mich drauf. Ich hoffe es auch. Ja? Und ich kann es mir als Laie auch sehr gut vorstellen. Ja? Wir werden sehen, wo es hingeht. Ne? Sushi, toller Spieler, genau dieses Puzzlestück hat uns gefehlt. Könnte ein Xavi 2.0 werden, nur etwas schade, dass er schon 29 ist. Josh und Leon sollten die Zeichen der Zeit endgültig erkannt haben. Bleibt zu hoffen, dass wir zumindest für einen ein passendes Angebot bekommen. Die Aussagen von Max lassen auch hoffen, dass man weiterhin auf Pavlovic setzt. Er zusammen mit Palhinha könnte ein spannendes Duo werden, ja. Dahinter noch ein Leimer, den man immer wieder reinwerfen kann. Mehr braucht es nicht. Dann könnte man bei Bedarf auch mal Musiala auf die 8 packen, Kane auf die 10 und Tel als 9er. Ja, auch eine sehr gute Möglichkeit, ja.
hat ja auch Musiala schon sehr gut gespielt, einen offensiven Achter. Ne? Wenn wir also einen offensiveren Achter brauchen, je nach Gegnertyp, ist Musiala da auf jeden Fall eine Option. Ne? Weil er hat ja nach hinten ein Palhinha hinter sich, der super absichert. Ja? Und er hat die Achterposition schon gespielt mit einem Kimmich auf der 6, Musiala. Ja? Also, da bin ich auch guter Dinge. Every known. Beim Thema Holding Six und deine Einschätzung zu unserem derzeitigen Mittelfeld teile ich nicht. Der Fußball war damals genauso schnell oder nimm die Zeiten unter Flick. Nee, da widerspreche ich dir vehement. Der Fußball war damals nicht so schnell wie heute. Du hast früher nicht, ja, in den Spitzenmannschaften stimme ich dir zu, aber du hast früher nicht in jeder durchschnittlichen Bundesligamannschaft, hat nicht jede Mannschaft vorne 2, 3 Spieler gehabt, die physisch stark waren, die super schnell waren, die technisch versiert waren. Das gab es nicht. Sorry. Der Unterschied war, dass die gesamte Mannschaft unglaublich früh gepresst hat. Die ganze Mannschaft hat nach hinten gearbeitet. Ja, das sollte der Idealfall sein, dass eine Mannschaft komplett mit nach hinten arbeitet und mit nach vorne arbeitet. Das Pressing, nee, sorry. Ja, klar, wir haben auch unter Nagelsmann super hoch gepresst und auch unter Nagelsmann hast du genau diese Probleme gehabt, dass die Bälle, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in die Mitte gespielt wurden, wo kein Raum besetzt war und die da durchmarschiert sind. Aber, wenn du das so siehst, ist das für mich völlig fein. Ne? Ich sehe das anders. Banja, naja, sehe ich anders. Konkurrenzdruck haben nahezu alle Spieler. Was soll er sagen? Goretzka hat einen Stammplatz. Das gleiche würde er über 80-90% der Spieler im Kader sagen. Er wurde eben auf Goretzka gefragt. Das ist deine eigene Interpretation, aber okay. Aber zum Palhinha-Transfer scheint ein bodenständiger Typ zu sein und eine sehr gute Verstärkung, macht physisch und athletisch einen guten Eindruck. Ja, lasse ich mal so stehen. Klick-Klack, das war's dann mit Palhinha. Bei Bayern kackt jeder ab. Siehe den 100 Millionen Messias Kane. Und Klick-Klack, du hast ja richtig was an der Murmel, ne? Mehr sag ich dazu nicht. Du hast auch kein Herzchen für so einen Scheiß, Alter. Aber ja, Harry Kane ist richtig abgekackt mit über 40 Toren, ey. Das war richtig schlecht. Phileas. Wie ich ihm das Getränk klaue? Ich klaue doch keine Getränke. Super, Maxi. Die Journalisten interessieren sich mehr für die Vergangenheit. Was erwarten sie für Antworten zur Situation im letzten Jahr? Ja, keine Ahnung. Journalisten halt. Snacken wir uns da. Musiala Magic. Ich finde es sehr wichtig und richtig, dass Eberl, Kimmich und Goretzka indirekt kritisiert, weil man nur so die Spieler ein bisschen ankitzeln kann. Bezogen auf die möglichen Verkäufe und der Konkurrenzsituation. Ich persönlich wünsche mir das Meisterduo Pavlo und Palhinha und glaube, die beiden könnten richtig stark werden in der Zentrale. Ja. Sehe ich auch so. Wie gesagt, vielleicht ab und wann mit einem Leimer als Achter, je nach Gegner, oder Musiala, wenn es nochmal einen Tacken offensiver sein soll. Könnte was heranwachsen, ne? Ah, Krishna, Obi. Obi ist auch wieder am Strissel. Erster, jo, gönne. Gigi, sorry, möchte nicht alles schwarz malen, aber ich bin leider vom Trainertransfer in keinster Weise überzeugt. Lass mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Ja, völlig fein. Werden wir dann im Laufe der Saison sehen, wa? Hans Landau, immer noch dieselbe 45 Gegentore Abwehr, aber mit Palhinha gewinnt man jetzt 10 Titel nächste Saison. Ich sag da nichts zu. Sorry. Bernd Biesenkamp. Man sollte nicht nur Spieler kaufen, sondern Umbruch. Pavlovic und so. Ja. Tun wir doch. Oh, gut. Adam. Bin immer noch in der Sommerpause. Gucke trotzdem alle Videos. Liken nicht vergessen, Freunde. Mir ist Samir. Vielen lieben Dank, Adam. Patrick Lee. Wie lange geht es wohl, bis unsere Holding Six verletzt ist? Markus. Palhinha ist auch top. Nur Max kritisiert Kimmich und so. Warum hält man dann an denen fest? Das spricht's doch alles grad und alle reden weiterhin vom großen Umbruch. Wo bitte? Ich sehe keinen Umbruch. Bei Dortmund kann man sagen, das ist ein Umbruch. Bei Bayern sehe ich gar nichts. Also sollte Max und so weniger große Töne spucken, sondern mal langsam Spieler verkaufen und neue Top-Transfers machen. Nicht nur ständig in 15- bis 17-Jährige investieren, also verstehe gerade das System nicht von Max und Co., die sagen, noch eine titellose Saison wird es nicht geben, aber machen tut er nichts, schon merkwürdig sein Aussagen.
Markus, deine Aussage ist sehr merkwürdig. Sorry. Machen tut er nix. Ja, das schreibst du unter ein Vorstellungsvideo von Palinja. Allein da schon mind exploding. Ja? Zu allen anderen sage ich jetzt hier an dieser Stelle nichts. Ich werde das nochmal in einem extra Video, was ich noch jetzt gleich noch machen werde, aufdröseln. Vielleicht verstehst du das dann auch. Wenn es nach dem Verein geht und nach Max, denke ich, wäre der ein oder andere Spieler schon lange weg. Nur diese Spieler wollen halt nicht weg. Rena, ich check nicht, warum ihr Fans Alphonso Davies hatet. Der Typ ist Linksverteidiger Nummer 1 bei Bayern und sieht Spieler wie Goretzka, Gnabry, Sané, Coman, alle verdienen 18 Millionen plus. Ja, sicher sagt er sich, warum verdiene ich 7 Millionen weniger als die, wenn ich genauso viel und gut bzw. schlecht spiele wie die. Allein die Gehaltsstruktur ist schuld daran, nicht Alphonso Davies. Jeder würde das genauso machen. Ja. Diese Meinung hast du exklusiv, kannst du aber auch sehr gerne haben. Patrick D. Leverkusen bleibt zusammen. Dortmund holt Anton, Guragi, Groß und Kuto. Ich befürchte Böses für Bayern nächste Saison. Ja, ich nicht. Sorry. Ich befürchte nichts Böses für Bayern nächste Saison. Dass es eine interessante Saison wird, definitiv. Auch Leipzig wird wieder da sein, Dortmund wird da sein, Leverkusen wird da sein. Stuttgart mal abwarten, ja, wie die sich weiterentwickeln. Da wird noch wieder eine Überraschungsmannschaft dazukommen. Natürlich wird es eine spannende Saison werden. Und natürlich wird es dauern bei uns, wenn je nachdem, was noch passieren wird, spielermaterialmäßig. Von daher möchte ich da jetzt auf uns noch nicht super stark drauf eingehen. Das machen wir am Ende der Transferperiode, also am 31.08. Aber Angst ist mir persönlich nicht. Ja? Aber das ist auch nur meine bisherige Meinung. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Und natürlich wie immer, ne? Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.